Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FC Bayern Talk. Ja, Pokalspiel in Bochum, 10. Spieltag, glaube ich, war es, ne? Oder ist es noch? Spiel läuft ja sogar noch. Ja, 10. Spieltag. Ja. Ich glaube, das müsste ich echt überlegen. Ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Bayern-Spiel eine Viertelstunde vorher einfach ausgemacht habe. Weil, ja, Leute, Trauerspiel, also ich meine, ich habe mit einer Niederlage gerechnet, aber der Auftritt und auch der Auftritt im Pokal am Dienstag war ja noch schlimmer. Also für mich gibt es keine zwei Meinungen mehr. Für mich ist, also für mich stehe mit meiner Meinung Kovac raus, Kovac weg. Ja, er ist mit Sicherheit nicht irgendwie derjenige, der alleine schuld ist. Er ist aber definitiv das schwächste Glied und er hat auch echt viel sich gerissen, was er sich definitiv ankreiden lassen muss. Ja, alleine, was ich seit Anfang der Saison predige. Thiago auf der 6. Ja, Leute. War heute auch wieder ein Trauerspiel. Kimmich, ganze Saison unter Form. Generell Coman. Alle unter Form. Ich meine, dass ein Gnabry nicht nach hinten arbeitet, nur Alibi zurückläuft. Ja, Leute, da ist der Trainer für da, ja. Wenn der Trainer sich auch von den Spielern auf der Nase rumtanzen lässt, und das tut er definitiv. Er hat sogar mal öffentlich angeprangert beim Gnabry und ja, es war heute wieder so. Mal kurz 10 Meter einen Sprint angezogen, stehen geblieben. Dieses Alibi nach hinten laufen, er hat einfach null Interesse, irgendwie nach hinten zu arbeiten. Ja, geht nicht beim FC Bayern. Wenn der Kovac das den Spielern nicht klar machen kann, die Leute dann trotzdem spielen. Ja, auch Coutinho, keine Bindung im Spiel. Alles unter Form. Der einzige Lichtblick heute war eigentlich nur der Neuer und der Davis. Der Davis hat sich wirklich den Arsch aufgerissen und hat auch noch ein bisschen Pech gehabt vorne dann. Für den Jungen tut es mir echt leid, in so einer Mannschaft da spielen zu müssen. Vor allen Dingen spielt er dann noch als Verteidiger. Also mal ernsthaft, Leute. Das ist halt auch so ein Unding. Die Spieler spielen auf Positionen, wo sie halt einfach gar nicht hingehören. Also, wie gesagt, beste Beispiel ist Thiago, das sage ich seit Anfang der Saison und das ist einfach so. Der spielt, er ist einfach kein Sechser. Der spielt so riskante Dinger da hinten. Du musst, wenn du auf der 6 spielst, einfach den einfachen Ball spielen. Fertig. Den einfachen Ball aus der Gefahrenzone rausspielen und gut ist. Da musst du nicht anfangen zu zaubern. Das kannst du auf 8 machen, da ist nicht ganz so schlimm. Ja. Oder auch ein Coutinho. Wie kann ich Coutinho auf die 6 stellen? Gut, hat er heute nicht gespielt. Heute hat er eher die 8 gespielt. Ja, Leute. Dann das Hin- und Hergeschiebe mit dem Kimmich, mal da rechts, dann wieder im defensiven Mittelfeld. Lass ihn noch einfach auf dem rechten Verteidiger, Alter. Fertig. Wenn er das nicht will, soll er sich verpissen aus dem Verein. Mal ganz ehrlich, wo kommen wir denn da hin, Alter? Wir haben schon gefühlt 10 defensive oder zentrale Mittelfeldspieler und dann ziehe ich noch einen Kimmich darüber, oder was? Warum? Wo ist der Sinn? Lass ihn doch auf dem rechten Verteidiger. Oder wenn es dann machst, dann zieh es wenigstens durch, weißt du? Dann verkauf einen von den anderen Zentralen und gut ist. Dann lässt den Pavard halt den rechten Verteidiger spielen, alles gut. Aber immer dieses Hin- und Hergeschiebe und ach. Wie gesagt, dann der Davis als linker Verteidiger komplett verschenkt halt einfach, weißt du, außen. Der Perisic hatte Totalausfall. In den letzten 3 Spielen, wo er auf dem Platz stand, hat er nicht einen Zweikampf gewonnen gefühlt. Auch absolut nicht mit nach hinten gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, das ist sogar sein Landsmann, die sind quasi so. Ja, keine Ahnung, Leistungsvermögen 0, Alter, wirklich 0. Es ist keiner in dem Kader, abgesehen von Lewandowski und Neuer, die durchgehend konstant sind, ja. Ja, und Leute, sind wir ehrlich, da muss ich ein Trainerteam ankreiden lassen.
Und das ist ja nicht erst, wir reden jetzt nicht von 1, 2 Spielen. Gut, die Schwächephasen der anderen Mannschaften in der Bundesliga ein bisschen darüber hinweggetäuscht. Jetzt geht es ja langsam weg von der Spitze, wenn ich mir die Ergebnisse heute angucke. Gut, Champions League, ja. Mein Gott, was haben wir da für Gegner gehabt? Ja, Tottenham nehmen wir mal außen vor, dann haben wir einen guten Tag gehabt, die einen schlechten Tag. Des Weiteren waren die eine Krise. Aber alles andere, überzeugende Spiele, gar nicht, ja. Dann diese ganzen Punkteverluste gegen Hertha, Augsburg, was alles nicht sein musste, alles so, ja, kein Bock, keine Form, weiß ich nicht. Für mich ganz klar, Leute, Kovac weg. Leute, wo sind wir? Wir sind beim FC Bayern, das ist eine Leistungsgesellschaft. Ja, wir haben Mir Samir, aber der Kovac ist einfach verbrannt, Leute. Er ist verbrannt nach den ersten 6 Wochen, wie ich es im letzten Video gesagt habe. Er hat sich dahingestellt und gesagt, jo, ich mache den großen Rotierer und alle Spieler bei mir spielen und dann auf einmal nach 6 Wochen oder nach 8 Wochen, ja, nee, soll das mal ein bisschen weniger rotieren. Oh, hat er gar nicht mehr, rotiert er gar nicht mehr. Leute, ja, man kann sich Tipps einholen, keine Frage. Aber sich alles diktieren lassen, geht halt gar nicht. Und dann jetzt noch aus Trotz sich dahinzustellen und zu sagen, ja, hier, die Spieler bringen keine Leistung und ja, es ist nicht meine Schuld, es ist nicht meine Aufgabe. Alter, du bist der Trainer, wenn das nicht deine Aufgabe ist, dass die Spieler keine Leistung bringen. Ja, wer dann? Der Papst oder was? Junge, also, ganz ehrlich. Unverständnis. Auch die Leute, die er vergrault hat, muss man auch mal ganz klar sagen. Also. Ja, für mich kein Bayern-liker Trainer. War aber letzte Saison auch schon nicht, ja. Wie gesagt, mit der Mannschaft hätte ich letzte Saison auch ein Double geholt. Da musst du nichts können als Trainer, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und was aktuell nicht stimmt zwischen Trainer und Mannschaft, denke ich, müssen wir auch nicht drüber reden. Klar gibt es 3, 4 Spieler vielleicht, die da ihm die Hand halten, aber generell immer Hü und Hott, keine richtige Linie und wie gesagt, dann spielen wir gegen Augsburg und Alter, wenn ich in solchen Spielen, in welchen Spielen stelle ich sonst die zweite Garde? In Anführungsstriche, ja, wo haben wir eine zweite Garde? Wir würden in jedem anderen Bundesliga-Club wahrscheinlich zu den ersten 11 gehören. Vielleicht mal abgesehen von Dortmund. Ja, dann lasse ich die Leute trotzdem draußen. Also, wie sollen die sich fühlen? So, du noch nicht mal zu mehr in so einem Spielen dann auf dem Platz stehst. Ja, also. Für mich ist ja mal nicht tragbar. Ja, ganz einfache Kiste. Und da ist auch scheißegal, was der Uli will, was der Uli sagt. Da muss jetzt mal, wenn er so ein Bratzo ist, da muss er jetzt mal die Eier zeigen und sagen, jo, Kovac, das war's und fertig. Ich meine, dafür ist er Sportdirektor. Da kann er nicht irgendwie warten, dass sich da irgendwelche Herren da oben ihr Okay geben. Also, das geht alles nicht. Es wird echt Zeit, dass da ein bisschen frischer Wind reinkommt einfach. Das geht nicht. Auch in der Führungsetage. Ich meine, das passiert ja jetzt zum Glück. Aber das hätte es früher nicht gegeben. Denk mal an die Klinsmann-Ära. In Anführungsstrichen Ära. Das kurze Intermezzo. Ja. Und jetzt guckt euch mal, wie lange wir jetzt hier den Kovac durchschleifen. Machen wir uns nichts vor. Jetzt den Cleansy damals dagelassen. Hätten wir wahrscheinlich am Ende auch noch irgendwie einen Titel geholt. Er hat halt einfach nicht gepasst. Und ja, der Kovac ist für mich einfach ein Spielball, der vom Uli und von irgendjemand anderen, der ihn da irgendwas erzählen will. Und er hat sich halt einfach verbrannt, er hat sich verbiegen lassen und sind wir mal ganz ehrlich, das merkt auch eine Mannschaft und wer soll ihn dann noch ernst nehmen? Und diese Saison ist für mich ganz klar, letzte Saison haben sie sich noch zusammengerissen, haben sich wahrscheinlich intern gesagt, ach komm Leute, scheiß drauf. Scheiß mal auf den Trainer, wir machen unser Ding, wir holen jetzt noch das Double. Ja, diese Saison hat man den Hummels noch weggeschickt, ja, da kann man natürlich drüber streiten. Wie gesagt, ich fand es eigentlich okay für das Geld, was wir noch gekriegt haben. Aber der ist ja auch nicht umsonst gegangen. Wenn der Kovac zu ihm sagt, jo, ich setze mich nicht mehr auf dich, ja. Machen wir uns nichts vor. Hätte einen Trainer gehabt, der gesagt hätte, jo, du bist mein Mann, der wäre niemals wieder zurück nach Dortmund gegangen. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Wie gesagt, der Thiago, jedes zweite Spiel ist unterirdisch. Defensiv, klar, er gewinnt seine Zweikämpfe. Er spielt auch mal einen guten Pass nach vorne, alles gar keine Frage. Aber er ist doch einfach kein Sechser, Leute.
Er spielt da Pässe rein, wodurch Gegentore entstanden sind. Und das war nicht zu wenig diese Saison. Und das schon nur in der Bundesliga. Also, Leute. Ich weiß, ich verstehe das auch nicht. Ich meine, selbst der Uli hat mir ja schon recht gegeben jetzt, nach dem, was ich seit Anfang der Saison predige. Er hat jetzt zum Coach gesagt, Alter, stell doch mal den Martinez ins defensive Mittelfeld, dann wird doch wieder alles gut. Ja, und da muss er nicht auch einen Thiago noch daneben stellen, der dann noch rumhampelt, Alter. Zieh den Thiago einfach wieder nach vorne auf die 8 und ist gut. Wie gesagt, da kannst du ja sogar eher einen Goretzka dahinstellen. Auf die 6 anstatt einen Thiago und Thiago davor. Also, selbst der Goretzka weiß ja, wie man auch einen einfachen Ball spielt in diesen Situationen. Ja, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum man sich da so auf den Thiago festnagelt. Wie gesagt, wir haben defensiv und zentral genug andere Spieler. Also, und ja, ein Goretzka, wenn der in Form ist, ich bitte euch. Und ein Martinez, Alter, brauchen wir gar nicht drüber reden heute. Also, ja, was soll ich sagen? Ich sag's, wie gesagt, seit Anfang der Saison. Für mich hat der Kovac, ja. Mein Gefühl ist so aktuell, er versucht jetzt muss ich unbedingt das durchdrücken, was ich meine. Weil die Spieler mich schon eh nicht mehr ernst nehmen, ja. Das ist gerade so der Stiefel, den ich sehe und ich denke, also das Gefühl, was ich habe, ist so, ja, er wartet quasi nur darauf, dass sie ihn rausschmeißen, so habe ich das Gefühl. Von alleine will er nicht gehen, die Blöße will er sich nicht geben. Aber wenn man sich das anguckt, die Mannschaft, also mein Gefühl, spielt schon seit Wochen nicht für den Trainer. Und gerade heute hat man es gemerkt, also klar kannst du in Frankfurt verlieren, klar kannst du in Frankfurt mal eine Klatsche kriegen, wenn nach 8 Minuten der Jerome vom Platz fliegt. Kann immer mal passieren, aber ey, Leute, 10 gegen 11, wir haben so viel Qualität. Darfst du nicht so spielen. Darfst du nicht so spielen, wie wir es heute getan haben. Und vom Bochum will ich gar nicht anfangen, ja. Ich hätte es dem Bochum mal echt gegönnt. Ich bin aus dem Ruhrpott, ich bin Bayerner durch und durch. Aber für mich hier im Ruhrpott zählt die Fanfreundschaft mit dem VfL noch was. Im Gegensatz zu einigen Münchnern. Und ich hätte es dem Bochum mal gegönnt, Leute. Vom vollen Herzen. Ja, das war... Keine Ahnung. Das war das schlechteste Spiel, was ich in den letzten Jahren gesehen habe von uns. Also gegen einen Gegner, der eigentlich... Ja, nichts gemacht hatte, nichts konnte, einfach keine... Auch nicht mehr Qualität hatte. Trauerspiel. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier gar nicht hier, wie sonst immer, auf die einzelnen Spiele ein, auf die Noten oder sonst was. Für mich ist... Ja, Enttäuschung. Ja, ich meine, gut. Ist jetzt kein Beinbruch, wenn wir mal nach 7 Jahren nicht mal Meister werden oder keinen Pokal holen oder einfach mal gar keinen Titel holen. Ist ja alles gar kein Problem. Wir waren nur mal im Umbruch, angeblich schon letzte Saison, diese Saison, ja, ist ein gewisser Umbruch da. Alles kein Problem, ja, kann man mal machen, aber guckt euch mal an, wir sind 10 Spieltage. 5-1 sogar. Hey, Rekord wieder eingestellt von Wolfsburg. Sau stark, Leute. 5-1. 10 Spieltage, 16 Gegentore. Leute. Ja, das ist dieselbe Statistik, die der Cleansea hatte. Und danach war er weg. Er durfte noch 3 Spiele machen, dann war er weg. Ja, ich denke, der Kovac wird jetzt auch nicht fliegen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Weil jetzt kommt Piraeus, da kann ein neuer Trainer nur verlieren. Dann kommt Dortmund. Gegen Dortmund kriegen wir auch noch auf den Arsch. Mit der Form, die wir haben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und dann wird der Kovac weg sein. Ist meine Prognose. Wegen mir könnten sie ihn direkt feuern, Alter. Nehmen irgendeinen, keine Ahnung, nehmen Klose, nehmen einen Beckenbauer aus den Jungen, die da mal eben mal 3-4 Wochen da die Mannschaft betreuen. Da kann nicht das große Problem sein. Ja, aber es war schon bei Saisonstart eigentlich. Meiner Meinung stand sowieso schon volle Saison fest. Ja, ich hätte es mir gewünscht für den Kovac. Ja, ich mag den Kovac eigentlich, aber er passt da. Allein die Ausstrahlung, und es passt da halt von Anfang an nicht. Klar, wenn man als dritte Wahltrainer da hinkommt, ja. Ja, jetzt kann man sagen, man schießt sich auf den Kovac ein, aber... Ja, was soll ich anderes sagen, Leute? Es ist für mich halt einfach nicht Bayern-like. Und
es ist ja nicht so, dass wir jetzt so einen schlechten Kader hätten. Ja? Wenn man die Leute aber nicht so einsetzen kann, nicht in Form kriegt, ja, dann go, Alter. Go away und ist gut. Wenn man sich dann noch so dumm hinstellt und das dann noch provoziert, so, ja, die Frankfurter sind die geilsten, besten Fans der Bundesliga und hast du nicht gesehen. Ja, auf was will man noch warten? Das sagt man ja nicht einfach so aus einer Laune heraus. Das ist ja von ihm auch ein bisschen Kalkül gewesen. Würde ich glatt behaupten. Deswegen, sehr schlechte Woche. Ganz ehrlich, verdient verloren heute, keine Frage. Glückwunsch, Respekt, freut euch Frankfurt. Genauso Bochum, wir wären verdient rausgeflogen. Wir haben echt Glück gehabt, dass die Bochumer die letzte Viertelstunde wirklich K.O. waren. Ansonsten wären wir da auch verdient ausgeschieden. Da auch ganz großen Respekt an Bochum. Und ja, Kovac raus. Ich hoffe, es passiert bald. Ich glaube nicht, dass wir noch ein gutes Spiel unterm Kovac sehen werden, geschweige denn irgendwie, dass er nochmal die Kurve kriegt. Der Zug ist für mich definitiv abgefahren. Ich bin gespannt, ob er jetzt geht, schon dieses Wochenende, oder ob der Uli da wieder sein Veto einlegt oder was auch immer. Wie gesagt, ich bin gespannt, muss der Brazzo ja jetzt halt einfach auch mal Flagge zeigen. Ne? Er möchte ja gerne einen Vertrag verlängern und möchte Sportvorstand werden und sowas. Da muss er so eine Entscheidung auch jetzt mal solo treffen. Er ist jetzt 2 Jahre da, schreibt sich da gewisse Sachen auf die Fahne. Brazzo, ja, dann do it jetzt, ne? Sonst bist du nämlich direkt der Nächste, könnt ihr Hand in Hand rausgehen. Weil bisher habe ich von Brazzo nichts gesehen. Jugendarbeit hat er sich auf die Fahne geschrieben, ja, super. Dann hast du da einen, der nur auf der Bank sitzt. Und sonst holst du auch noch nicht mal einen hoch in irgendwelchen Spielen, wo wir so einen kleinen Kader haben, nach der Champions League oder so. Da kannst du halt auch mal einfach so einen Zirkzee oder sowas mitnehmen und kannst ihn nur einfach mal bringen. Also denke, der wird locker reichen von der Performance für die Bundesliga gegen Augsburg oder sowas. Passiert alles nicht und ja, für mich, ich mag einen Brazzo noch mehr wie ein Kovac. Kovac, ja, sein Bruder habe ich ein bisschen mehr gemocht. Wie gesagt, als Trainer hat er für mich einfach, passt er nicht. Er passt nicht zum FC Bayern, das ist einfach so. Ich sehe halt einfach keine Spielphilosophie auch. So wie es Guardiola hatte. Gut, lassen wir Guardiola dahingestellt. Da ist eh so ein bisschen außen vor. Das hat er damals schon mit Van Gaal angefangen. Der Louis, ja, der ist gekommen. Hier, bam, das bin ich. Ja, Uli, ja, ist mir scheißegal, was du erzählst. Ich bin hier Coach. Ich hab das Sagen. Ich mach das so. Ich nehme den Müller, ich nehme den Bali, ich nehme den Alaba, hole ihn in die Mannschaft rein. Die spielen immer fertig. So. 3 Jugendspieler intrigiert. Fertig. Ja. Ja, und ja, klar. Erbe vom Heinkes und so, alles gut und schön. Haben wir den Salat. Ich weiß auch nicht, wie man... ja, vielleicht kann man so einen jungen Trainer so auch... Ist ja mit Sicherheit nicht schlecht, hat er ja in Frankfurt bewiesen. Aber warum hole ich auch so einen Trainer und lass ihn dann den Umbruch machen, Leute? Dann holt doch einen erfahrenen Mann dahin, der sowas schon mal gemacht hat bei einem Spitzenverein und nicht irgendein No-Name. Den kannst du holen, wenn es gut läuft. Wenn du einen guten Kader hast und ja, es läuft alles, ja, dann kannst du das übernehmen, da kann er da ein bisschen Erfahrung sammeln, alles gut. Aber man muss auch einfach sehen, die Aufgabe war oder ist in meinen Augen halt einfach auch ein bisschen zu groß, ja. Er soll da irgendeinen Umbruch machen. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit da irgendwelche Transfers mit ihm abgestimmt sind. Keine Ahnung, da hast du ja auch keinen Durchblick, was der Brazzo da gemacht hat. Dass der Uli sich da schon letzte Saison hingestellt hat, zu sagen, ja, ihr wisst gar nicht, wen wir alles haben. Oder ja, dann kommen da 3 People und Coutinho auf der letzten Rille da ausgeliehen und ach, Leute, lächerlich. Also das, ja, machen wir uns nichts vor. Und das ist Salihamidzic, ja. Und wie gesagt, wenn es an mir gehen würde, nichts gegen Brazzo, super Mensch, super, ja, entweder zeigt er jetzt Profil und nimmt das auf seine Kappe und haut einen Kovac raus, oder ansonsten kann er ja, Hand in Hand mit dem Kovac gehen. Meine Meinung. Ich freue mich, wenn der Olli da ist. Hat er leider noch nichts zu sagen. Wenn er jetzt im Januar anfängt, hat er noch ein Jahr Einarbeit. Aber ich denke, der Olli ist auch ein Mensch der klaren Worte. So. Ja, so ein junger Uli.
Der Uli ist, nachdem er irgendwie zurückgekommen ist, ja, in gewisser Weise doch zu weich. Ich denke mal, hier so Gefängnis und so, das verändert einen natürlich auch, keine Frage. Und, er war schon immer mir ist er mir, logisch, auch gar keine Frage, Leute, ja. Aber, ja, wir sind in einer Leistungsgesellschaft und wir sind beim FC Bayern und nicht beim FC Buxtehude. Und, ja, wie gesagt, meine Meinung. Kovac raus, dazu stehe ich. Selbst wenn er die Kurve kriegen sollte, er ist für mich kein Trainer, der Profil hat, der irgendwie unseren Club dementsprechend weiterbringt. Und meine 2 Cents dazu. Hört mir gerne eure an. Ja, so ist es. Nichtsdestotrotz, Leute, Kopf hoch. Ja, wir stehen überall noch in Anführungsstrichen einigermaßen gut da. Meckern auf hohem Niveau, was diese Woche ein bisschen gesunken ist. Habe ich letzte Woche schon gesagt, meckern auf hohem Niveau. Aber ja, wir sind nun mal der FC Bayern und das ist ein FC Bayern Talk und nicht, was weiß ich, der FC Augsburg Talk. Und da sind 16 Gegentore in 10 Spielen und die Punktausbeute, die wir bis jetzt haben, passt nicht. Die Auftritte passen sowieso nicht und in diesem Sinne, wird Zeit für frischen Wind. Meine Meinung. Kopf hoch. Rot-weiße Grüße gehen raus und bin gespannt, was passiert. Nächste Woche wissen wir vielleicht schon mehr. Wer weiß. In diesem Sinne, haut rein.